sehr fröhlich, motiviert. Wir werden der Gewinner sein von diesem Wahlkampf. Wir werden dafür sorgen, dass SPD von Sören Link gerettet wird. Er hat nicht nur uns beleidigt, sondern er hat seine eigenen Wähler somit beleidigt. So sehen wir auch die Deutschen. Wie meinen Sie, gerettet wird die SPD von Ihnen gerettet wird? Wir werden dafür sorgen, dass der geht. Auf jeden Fall. Und dafür werden Sie kommen? Dafür werde ich kommen, wir werden kämpfen und wir werden der Gewinner sein. Was war der? Çok saygıdeğer izleyiciler, efendim biz bugün Almanya'nın Duisburg şehrinde bulunuyoruz. Burada bulunma sebebimiz ise Duisburg Büyükşehir Belediye adaylığını açıklayan Yaşar Durmuş beyefendinin bugün aday tanıtım programı için biz Duisburg'un Bruckhausen şehrindeyiz ve biraz sonra aday tanıtımında sizlerle beraber olacağız. En azından neden Yaşar Durmuş Büyükşehir Belediye adaylığına neden adaylığını koydu? Bu adaylığa iten şey neydi? Amaçları nelerdir? Bugüne nasıl gelindi? Hep beraber sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biraz sonra zaten basın toplantısı başlayacak ve biz de sizlerle beraber olacağız. Der Grund, weshalb wir uns heute hier versammelt haben, ist, dass Herr Yaşar Durmuş ab heute offiziell den Wahlkampf einleiten wird und möchte diesbezüglich sich dann auch einmal vorstellen. Anschließend wird er auch die politischen Ziele noch mal kurz erläutern und darauf eingehen. Dann wird er noch einen kurzen Schwenk auf das Kernteam machen, das Kernteam noch mal ganz kurz vorstellen. Und nachdem er fertig ist, dürfen Sie dann halt auch Ihre Fragen dann gerne an mich richten. Mein Name ist Levin Önder. Ich bin der Generalsekretär und unterstütze das Wahlkampfteam von Herrn Yaşar Durmuş tatkräftig mit. Ja, ich gebe das Wort weiter an Herrn Yaşar Durmuş. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Medienvertreter, liebe Freunde und Nachbarn. Auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie in unserer Einladung heutigen Pressekonferenz erfolgt sind. Ich heiße Yaşar Durmuş, bin 47 Jahre alt, bin verheiratet und von 4 wundervollen Kindern und wurde in der Türkei Bayburt geboren. Bin seit 1977 Duisburger. Ich bin hier groß geworden und habe die Schule Duisburg erfolgreich beendet. Seit 1988 arbeite ich bei ThyssenKrupp und bin ebenfalls vertrauensvoll bei dem Unternehmen. Ich bin Gründer des Sportvereins Bayburt e.V., Gründer des Fußballvereins TSV Duisburg e.V. und Gründer Bayburt Kulturvereins. Bis vor meiner Kandidatur war ich außerdem Vorsitzender der Yıldırım Beyazıt Moschee. Dieses Amt habe ich niedergelegt, um mich auf den Wahlkampf zu konzentrieren und um Politik und Religion zu trennen. Das möchte ich hier mit nochmals betonen. Zusammenfassend kann ich auf über 25 Jahre Erfahrung in meiner Arbeit, meines Engagements zurückgreifen. Was ist der Grund meiner Kandidatur? Wir sind seit den 60er Jahren Duisburger, wir haben uns in den unterschiedlichen Berufsgruppen etabliert. Wir sind sehr glücklich hier in Duisburg zu leben und identifizieren uns mit der Stadt. Wir sind Duisburg. An einem für uns besonderen Feiertag gab es ein tragisches Ereignis, worüber wir sehr schockiert sind. Kurz darauf äußerte sich unser Oberbürgermeister Sören Link und zeigte allen Duisburgern, was er von uns hält und beleidigte uns alle als asozial, bleibt asozial. Statt sich für seine rechtsorientierte Äußerung zu entschuldigen, bestätigte er mit seinem Verhalten seine Aussage. Gerade von einem Oberbürgermeister, der Mitglied einer sozialdemokratischen Partei ist, können wir diese Verhalten nicht nachvollziehen, da diese nicht zu einer sozialdemokratischen Partei passt. Dieses Verhalten führte dazu, dass wir uns abgestoßen fühlen und uns sehr kränkten. Wir haben solch eine Beleidigung von unserem gewählten Bürgermeister nicht erwartet. Ebenfalls hat diese Beleidigung unsere gewürdigen deutschen Freunde und Nachbarn schockiert. Dass sich solch eine rechtsorientierte Beleidigung in einer sozialdemokratischen Partei nicht zu suchen hat. Als Oberbürgermeister sollte Herr Link als Vorbild auftreten und besonders der multikulturellen Duisburger Gesellschaft zeigen, dass alle Menschen hier willkommen sind. Solch ein Verhalten gehört sich nicht für einen Amtsträger.
Da wir als Duisburger diese nicht hinnehmen, habe ich mich als OB-Kandidat für Duisburg aufgestellt. Meine politischen Ziele. Erstens, meine erste Amtshandlung besteht darin, dass ich die Türen im Rathaus für alle Bürger öffne und für alle Zeiten offen lassen werde. Alle Duisburger sollten die Möglichkeit haben, gehört zu werden, so wie es für ärztliche Notfälle einen 24-stündigen Notfalldienst gibt, werde ich auch für alle Duisburger eine 24-stündige Hotline für dringende Belange der Duisburger einrichten. Zweitens, ich werde gemeinsam mit allen Duisburger Bürgerinitiativen eine Einrichtung schaffen, um sämtliche Belange der Bürger schnellstmöglich zu lösen. In jedem Stadtteil wird es eine Art Niederlassung geben, in der jeder Bürger seine Anliegen nachbringen darf. So soll gewährleistet werden, dass wir sämtliche Bürger erreichen. Drittens, wir haben derzeit die Situation, dass wir eine immer ältere Gesellschaft haben. Gleichzeitig fehlen die Mittel, um unsere älteren Mitbürger optimal betreuen zu können. Darüber hinaus fehlt vor allem der jugendliche Sozialverantwortung. Ich werde ein Projekt auf die Beine stellen, womit ich all diese Probleme lösen werde. Unsere Schüler und Jugendliche sollen einem sozialen Projekt Verantwortung übernehmen und die Nähe zu unseren älteren Mitmenschen finden. Somit soll ebenfalls eine soziale Verantwortung bewusst entwickelt werden, was sich positiv auf unsere heranwachsenden Mitbürger und unsere älteren Mitmenschen auswirken wird. Viertens, ich werde mich darauf einsetzen, dass der Kindergartenbeitrag abgeschaffen wird. Duisburg zu sein soll und Privileg sein und keine Belastung. In Städten wie zum Beispiel Düsseldorf und vielen weiteren Städten gibt keine Kindergartenbeiträge. Das sollte ebenfalls in Duisburg so sein. Fünftens, das Wichtigste zum Schluss, ich werde Duisburg als Stadt dahin führen, wo sie hingehört. Diese Stadt wird ein Vorzeigsmodell für die gesamte Bundesrepublik sein. Alle Menschen sollen sich hier wohlfühlen und niemand soll sich hier benachteiligt fühlen. Wie erfolgreich Integration funktioniert, werde ich beweisen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Medienvertreter, am 24.09.2017 ist die OB-Wahl. Wir sind ein wesentlicher Bestandteil Duisburg und werden mit den Mitteln der Demokratie eine Verantwortung liefern und zeigen hier asozial ist und dafür sorgen, dass die Stadt einen Oberbürgermeister bekommt, den diese Stadt verdient hat. Unser Slogan für die Wahl lautet: Wir sind Duisburg, wir werden eins sein, wir werden gemeinsam erreichen. Vorstellung des Wahlteams: Unser Team besteht aus erfahrenen Mitgliedern der Politik und der Wissenschaft, welche ich hier im Kurzen vorstellen möchte. Links Herr Becker-Spey. Herr Becker-Spey ist 54 Jahre alt und hat einen akademischen Abschluss in Journalismus und Betriebswirtschaft. Darüber hinaus ist er seit über 30 Jahren aktiv in Duisburger Politik tätig und ist Mitglied des Integrationsrats Duisburg und ebenfalls im Integrationsrat des Landes Nordrhein-Westfalen. Herr Recep Kara ist 46 Jahre alt und hat seinen akademischen Abschluss in Theorie und Betriebswirtschaft. Herr Kara ist seit über 18 Jahren politisch in Duisburg aktiv und hat eine Vielzahl von Sozialprojekten ins Leben gerufen. Er ist als Berater der sozialen und interreligiösen Themen tätig, um die Integration hier in Duisburg zu fördern. Herr Levent Önder kandidierte bei der letzten Landtagswahl als Spitzenkandidat und war darüber hinaus der Generalsekretär für Nordrhein-Westfalen. Er ist ebenfalls als Strategieberater tätig und bringt seine Erfahrung hier mit ein. Herr Önder ist außerdem Doktorand der Wirtschaftswissenschaften und unterstützt den Wahlkampf als Generalsekretär und wird unter anderem für die politischen Themen verantwortlich sein. Herr Halit Güleş ist ein wichtiger Bestandteil der Duisburger Integrationsarbeit.
Er fungiert als Vorbild für unsere Gesellschaft und bringt seine Erfahrung ein, um besonders die sozial Schwachen unserer Gesellschaft zu unterstützen. Mit seiner Arbeit trägt er einen wichtigen Beitrag bei und fördert vor allem die Kommunikation in unserer Stadt. Frau Arzu Kılıçoğlu hat Psychologie studiert und ist beruflich als Familien- und Sozialberaterin und Lebenscoach tätig. Darüber hinaus ist sie seit über 25 Jahren aktiv im Vereinswesen unterwegs. Sie ist unsere Vorsitzende, unsere weibliche Unterstützer und für sämtliche Themen verantwortlich, die sie mit Familien und Sozialen beschäftigt. Herr Al-Osman Yayla, Herr Yayla ist für die Zusammenarbeit mit den Medien verantwortlich. Er arbeitet als freier Journalist und unterstützt uns in der Hinsicht mit allen seinen Erfahrungen. Jetzt haben Sie die Fragen, jetzt haben Sie das Kernteam und unsere politischen Ziele kennengelernt. Wir freuen uns auf den Wahlkampf und darauf, Herrn Sörenling am 24.09.2017 die passende Antwort zu liefern. Wer hier asozial ist, wird sich an diesem besonderen Tag zeigen. Im Namen des Wahlkampfteams bedanke ich mich recht herzlich für Erscheinen und freue mich auf die Zusammenarbeit. Jetzt dürfen Sie Ihre Fragen sehr gerne an Herrn Levent Önder richten. Ich danke Ihnen. Gibt es irgendwelche Fragen? Henrik Neumann, Spiegel TV. Wer sind Ihre Wähler? Wen sprechen Sie an? Ist das vor allem die türkische Gemeinde oder? Also in erster Linie sind alle unsere Wähler, alle Duisburger, alle, die wahlberechtigt sind. Und darüber hinaus natürlich vor allem alle Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen, wo die Kommunikation bis jetzt mit Herrn Sörenling nicht geklappt hat. Und da versucht man natürlich ein Stück vom Kuchen zu bekommen, der natürlich sehr groß ist. Gibt es noch weitere Fragen? Was von Gerstenberg von Focus Online, was läuft in Ihrer Meinung nach falsch in der Stadt? Ich sag mal, das ist schon ansprach. Also die Kommunikation von vornherein klappt nicht. Die Integrationsarbeit in Duisburg ist fehlgeschlagen. Da müssen wir aus Privatinitiativen oder Bürgerinitiativen heraus selbst das Engagement antreten, um halt den Menschen die Chance zu geben, sich integrieren zu können. Ebenso die Schulpolitik des Landes ist total fehlgeschlagen. Es wird nicht in Infrastruktur investiert. Und der Bürgermeister hat es nicht geschafft, Investoren in die Stadt zu holen, damit hier auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Wenn wir uns mal die Geschichte von Essen anschauen, die haben es geschafft in einem selben Zeitraum und Duisburg hat es nicht geschafft, da ist aber noch das Muster nicht stimmt. Warum kandidiert gerade Herr Dumusch? Ist das jetzt auf die Person bezogen oder gab es sozusagen eine Unzufriedenheit und die gesagt haben, so, wir müssen das Zeichen setzen und wollen eine Gegenkandidatur explizit installieren? Hat das dann zusammengesetzt und überlegt, so wer macht's? Oder wie kommt es denn ganz konkret eben, dass Sie derjenige sind, der kandidiert? Ja, ganz einfach zu beantworten. Herr Dumusch ist einer aus der Mitte, ein Mann des Volkes, ein Mann, der genau von hier kommt, der die Belange dieser Stadt bestens kennt, auch aufgrund seines sozialen Engagements und seiner Vereinstätigkeit. Und es gibt keine Zweifel, die Stadt steht hinter ihm. Ich stehe auch hinter ihm und mit voller Überzeugung bin ich dabei und unterstütze ihn tatkräftig. Zu Ihrer Person noch kurz die Nachfrage. Besteht Generalsekretär von was? Von der Zusammenarbeit. Ach so, okay. Wir sind eine Partei unabhängig, aber wir haben uns halt trotzdem organisatorisch aufgestellt, um halt bestmöglich agieren zu können. Wenn Sie sagten, dass Sie bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat angetreten sind, für welche Partei? Weil die Partei, die ist nicht mehr richtig für mich. Also die möchte ich nicht mehr reden, sonst würde ich ja direkt Namen für die machen. Also ich kann ja auf Google, über Facebook können Sie die Partei noch recherchieren, aber die Partei, die rede ich nicht mehr. Haben Sie denn schon einen Namen, die sich nennen, die Partei? Also die Partei ist Jascha Dumusch und wir sind Duisburg. Und gibt es irgendwelche Informationen, die sich finanzieren? So ein Wahlkampf, der kostet ja auch Geld. Das scheint jetzt alles wieder aus der Miete zu kommen. Ja, das wird alles durch private Spenden zugeschossen. Und das Spendenaufkommen in unserer Community ist ja bekanntlich sehr hoch. Die Bereitschaft ist vorhanden und da denke ich mal, dass wir das schon zusammenbekommen, das eine oder andere Kleingeld. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, weil es den Anschein macht,
Glauben Sie, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland in der Politik nicht stattfinden, nicht erkannt werden, nicht gehört werden? Es gibt keine Partei in Deutschland, die Menschen oder Bürger wie uns vertritt. Gibt es einfach nicht. Also die CDU macht es nicht. Die SPD war mal eine Partei, die für uns wählbar war, ist mittlerweile schon gar nicht mehr. Also wenn die Partei dem zustimmt, dass wir asozial sind, bis Martin Schulz so, dann stimmt irgendwas nicht. Also diese Partei können wir nicht mehr wählen. Die Linke und die Grünen geht einfach nicht. Also schauen wir uns mal an, die Frau Dahlin kommt die aus den Vierteln und sie hätte doch was bewegen können. Sie hätte doch in den Vierteln etwas unternehmen können, da hätte man die doch alle gewählt. Das passiert einfach nicht. Und da hier nichts geschieht, müssen wir aus der eigenen Initiative heraus selbst etwas auf die Beine stellen. Ich habe jetzt gerade auch den Anschein, dass sich an die Kandidatur vor allem an dieser Aussage von dem Herrn Link entzündet. Und jetzt sagt er, das sei aus dem Zusammenhang gerissen worden. Was sagen Sie denn dazu? Ich würde einfach die Gegenfrage stellen, warum hat er sich denn bis heute nicht gemeldet? Warum hat er wenn es wirklich irgendwo eine Fehlinterpretation der Sachlage ist oder des Wortspiels, warum hat er sich nicht gemeldet und gesagt, es handelt sich hier um ein Irrtum? Die SPD-Fraktionsvorsitzende des Landes hat dies auch unterstrichen in ihrer letzten Aussage und es hat sich bis heute keiner gemeldet, keine Entschuldigung, von daher ist es einfach nur unterstrichen worden. Eine kurze Verständnisfrage zu diesem Zitat. Sehr von der Welt. Inwieweit haben Sie das jetzt eigentlich auf alle Migranten in Duisburg bezogen, dieses Zitat? Oder er hat sich ja auf Leute bezogen, die sozusagen nicht, glaube ich, sich an die Regeln halten. Und damit meint er gewisse Volksgruppen, die an dem Tag auch hier anwesend waren. Also würde das nicht auf einzelne Personen, sondern schon auf die gesamte Volksgruppe. Definitiv. Also wir haben uns alle damit diskreditiert und beleidigt und das lassen wir uns nicht sitzen. Also wir sind Wähler, wir haben ihn auch unter anderem gewählt und so geht man mit seinem Wählervolk nicht um. Zu Ihrer Frage ganz kurz mal bitte. Wir sind alle Menschen. Also es gibt keine Asoziale. Und Menschen sollen auch wie Menschen behandelt werden. Von einem Oberbürgermeister hätten wir das nicht erwartet. Also für mich die Frage, was Sie da stellen, zeigen Sie mir mal Asoziale. Wenn eine Hartz-IV-Empfänger ist, heißt das asozial? Nein. Wir sind alle Menschen. Das ist das Wichtigste für uns. Ja? Das heißt nicht, hier sind Rumänen, Türken, Bulgaren, nein, auf keinen Fall. Wir sind alle Menschen und so sollen wir auch bleiben. Nochmal eine Nachfrage mehr von der Fraktion in Duisburg. Wenn es also diese Situation nicht gegeben hätte, in der Nachfolge der Vorkommnisse an der Rainerstraße und den Aussagen des Oberbürgermeisters, dann hätte es diese Kandidatur auch gar nicht gegeben oder hätte es sie, das ist eine hypothetische Frage, weil also fehlende Integration oder Wahrnehmung und Berücksichtigung nur an einem Zitat festzumachen, ist ja dann vielleicht situativ nachvollziehbar, aber von der Struktur der Politik, die sie kritisiert mit fehlender Integration, ist das ja vielleicht das Fass, das zum Überlaufen gebracht wurde. Meinen Sie jetzt mit fehlender Integration seitens der Politik oder meinen Sie des Bürgers? Der Politik, das ist ja die Kritik, die Sie haben. Also der Vorfall, der sich hier eignete, leider, ist halt einer der Gründe, der dazu führt, ist also nicht der einzige Punkt. Es ist einer von vielen Punkten, die das Ganze hier zusammentragen. Wenn man sich das Ganze anschaut, hier in den Filmen, auch in Marxloh, es ist ja nie was geschehen hier wirklich. Wir müssen ja selbst Vereine, wo wir uns heute zusammengefunden haben, aus eigenen Mitteln auf die Beine stellen, um halt den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich hier integrieren zu können. Und das eine führt zum anderen und jetzt sagen wir, jetzt reicht es ganz einfach und das eine war einfach nur das Sahnehäubchen. Was heißt denn für Sie und für das Wahlkampfteam Integration? Was verstehen Sie darunter? Was verstehen Sie darunter? Also ich sag mal so, Integration heißt, die deutschen Medien irgendwo sich assimilieren, seine Wurzeln vergessen. Wir sagen einfach, sei so wie du bist und kommuniziere mit den Menschen und fühle dich einfach wohl, fühle dich als ein Teil dieses Landes, dieser Stadt. Und das ist doch genau das, was euch eigentlich hier fehlt. Wir werden nicht als das akzeptiert, was wir sind. Jetzt ich als Akademiker werde ständig diskriminiert. Und das darf ja irgendwo nicht sein. Und das muss einfach aufhören. Der Mensch muss Mensch sein dürfen. Das ist uns vor allem wichtig. Egal aus welchem Land, aus welcher Volksgruppe kommt. Und wir sagen, dass die Welt rund viel schöner ist. Haben Sie da noch ein Beispiel, also jetzt abgesehen von dem Stoff am 25.06., dass Sie da nicht akzeptiert werden oder integriert werden? Wenn Sie das mal vorstellen können? Klar, gibt es eine Reihe von Vorfällen.
Können wir jemand eine Liste zusammenstellen, die jemand zukommen lassen? Und konkretisieren die Frage, auch Sie arbeiten mit ThyssenKrupp. Wie nehmen Sie dort Ihre Integration oder Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen wahr? Fühlen Sie sich da auch? Nein. Oder gibt es Situationen, wo Sie sagen, hier, da merke ich, da werde ich ausgegrenzt, ob meiner Herkunft oder... Nein, auf keinen Fall. Wir sind wie eine Familie. Also täglich sehen wir uns mit den Kollegen, Arbeitskollegen 8 Stunden, mehr wie mit meiner Familie, sage ich mal, ist so üblich bei dem Arbeitssystem. Wir haben überhaupt keine Probleme, sage ich mal. Bei der Unterschriftenunterstützung. Über 250 haben deutsche Freunde von uns unterschrieben. Ich habe die Kopien auch da, rein deutsche waren. Also die Idee der Kandidatur stößt auf jeden Fall auf große Zuspruch unter der deutschen Bevölkerung. Ich finde die Idee ganz klasse und es gibt auch eine Online-Umfrage hier in Duisburg. Und da sieht es auch gerade nicht so schlecht aus, ganz komisch. Also es ist momentan auf Platz 2. Ist zwar nicht so repräsentativ wie andere große Online-Umfragen, aber es zeigt ja schon mal, dass irgendwo Herr Domisch wahrgenommen wird in der Politiklandschaft. Und das ist doch das, worum es uns geht. Also wir wollen Herrn Sören Link nicht mehr als Bürgermeister haben und dafür werden wir kämpfen. Ihre Frage nochmal, wir haben ja auch durch die Medien oder ich hatte auch mit den Kollegen, Arbeitskollegen oder mit der Nachbarschaft Deutschland rumgesprochen, wo die gehört haben, dass der Sören Link asozial bleibt, asozial, egal von welchem Land er stammt. Also die sagen, auf keinen Fall unsere Stimmen sind deine und die werden uns auch helfen, das werden sie auch bei dem Wahlkampf sehen, an dem Tag. Also das ist nicht akzeptabel, was der zeitige OB gesagt hat. Aber, also, bitte. Aber wenn man davon ausgeht, dass Herr Link nicht eine Nationalität meinte, sondern ein Verhalten, damit ja auch im Grunde, wenn das jetzt ein Deutscher gewesen wäre, auch ein Deutscher, jetzt mal uns zu zitieren und überspitzen, ein Deutscher Asozialer, der sich asozial verhält, bleibt asozial. Da hat sich ja kein Deutscher angegriffen gefühlt. Was hätten Sie denn gesagt, wenn Sie Oberbürgermeister gewesen wären und diese Szenen sich abspielen? Ich hätte zu dem Bürger gehalten, was das sein sollte. Ein Mann fällt runter. So, wo gibt es, dass der noch durch 3 Polizei wird der runtergebracht? So, und der 4. kommt, schlägt. Wo gibt das? Sagen Sie mir. Wo ist die Demokratie dann? Und dort sieht man nicht. Wenn die Kameras nicht wäre, hätten die noch mehr zusammengeschlagen. Ist das gerecht? So, wenn so ein Bürgermeister, okay, der hat vorher gesagt, nachdem er die Kameraaufnahmen gesehen hatte, das ist charakterlos, hätte er wenigstens sich entschuldigt. Egal, ob das Deutsche ist, Türke, Rumäne, egal, Mensch ist Mensch, das gehört nicht. Asozial gibt es nicht. Für mich, für uns, auf keinen Fall. Es geht ja hier um Kommunalpolitik. Jetzt haben wir in den vergangenen Monaten, auch Jahren erlebt, dass auch gerade die politische Situation in der Türkei immer wieder auch eine Rückkopplung gibt, eine Debatte auch und Fragen auslöst. Inwieweit wird sich das Wahlkampfteam mit Sicher Durmusch, werden Sie sich auch zur Politik in der Türkei äußern? Also wir würden uns mit dem Thema beschäftigen, sobald Herr Domisch sich als Außenminister zur Verfügung stellen würde und nicht als Bürgermeister. Genau. Aber wie gehen Sie denn mit diesen Debatten um, die ja auch in der türkischen Community da sind, ob es, wenn es um Freiheit geht, um Inhaftierungen, um Putsch, die Erklärung, wie gehen Sie damit um? Gehen Sie mit Ihrem Kollegen, der im Knast sitzt und Tekla und Koch aufregt, illegale Waffen. Bitte? Wie gehen Sie mit Ihrem Kollegen um, der im Gefängnis sitzt, der illegale Waffenlieferungen an Mexiko und Tekla und Koch aufregt? Ihr Kollege, einer Ihrer Kollegen, sitzt auch im Gefängnis, weil er doch veröffentlichte, dass Heckler und Koch für die deutsche Regierung illegale Waffen nach Mexiko lieferte. Wie sehen Sie das denn? Ich bin ja hier nicht so wahr. Ich frage Sie jetzt. Sehen Sie, das sind Themen, die kann man nicht beeinflussen. Es gibt einen Rechtsstaat, dieser Rechtsstaat kümmert sich darum, das macht die Justiz, das können wir nicht beeinflussen. Das sind aber Themen, die wir jetzt nicht ansprechen. Wir möchten kriminale Politik machen und keine Außenpolitik. Und vielleicht noch eine Nachfrage zu der kommunalen Politik. Also wir haben eben gesagt, dass Sie das Rathaus 24 Stunden auflassen wollen. Und wollen nur ganz platt gefragt eigentlich, wie wollen Sie das finanzieren? Also das sind ja dann Gelder, die wenn wir es jetzt mal hochrechnen, was kostet denn ein Sozialarbeiter im Monat? Also das ist nicht der Rede wert. Und wenn wir mindestens 1 oder 2 pro Viertel, pro Stadtteil aufstellen, das ist doch bezahlbar. Also wenn das Geld, wenn der Mensch ist,
das nicht mehr wert ist, diese Monatsgehälter, das zu investieren, dann hat die Stadt doch versagt. Bei uns steht der Mensch im Vordergrund und wir werden das unterstützen. Es gibt das Geld, das Budget ist vorhanden, man muss es nur richtig investieren. Und der Mensch, der Bürger ist für uns wichtig, nicht nur in medizinischer Hinsicht, sondern auch mit seinen sozialen Belangen. Wenn die Menschen sich nicht motiviert fühlen, wenn die sich nicht aufrufen, wenn die nicht wissen, dass sie ein Teil dieser Stadt sind, dann werden wir auch nichts erreichen. Und wir möchten das alle mit anpacken, dass wir gemeinsam diese Stadt wieder einbringen, wo sie hingehört. Das zu schaffen. Außerdem, wir haben 3 Bürgermeister. Jede Woche ein Bürgermeister soll als Nachtschicht arbeiten. Wir haben 3 Bürgermeister. Ein Oberbürgermeister, 3 Bürgermeister. Ein Bürgermeister soll immer Nachtschicht zu arbeiten. Nachtschicht. Jawohl. Und welche Chancen rechnen sich jetzt aus bei der Wahl? Können wir da schon Ja, wir rechnen uns schon, also wir haben schon eine gewisse Quote im Hinterkopf. Die wird auf jeden Fall so ausreichend sein, dass Sören Link die Stimme nicht bekommt und somit er nicht mehr Bürgermeister wird. Also von mir aus auch von der CDU oder Herr Jascha Domus selbst. Aber die SPD wird hier auf jeden Fall nicht mehr als Bürgermeister zur Verfügung stehen. Das ist unser Ziel und das werden wir definitiv erreichen. Politisch unabhängig ist das Wahlkampfteam? Gibt es da Verbindungen zu anderen politischen Parteien, auch auf der türkischen Seite? Ich sage, wir haben ja selbst das Amt, hat der Domus niedergelegt, man muss immer wirklich Politik und Religion voneinander trennen wollen. Wir sind wirklich eine Initiative, die wirklich unabhängig ist und möchten auch dementsprechend agieren. Würden wir mit einer Partei kooperieren, wären wir nicht mehr glaubwürdig und das möchten wir nicht. Also wir sind eine Bewegung, die aufsteht und zeigt, wie es in Duisburg ist. Wie würden Sie die Situation in Marxloh beispielsweise beschreiben? Da ist ja immer die Debatte, ist es eine No-Go-Area, ist es nicht, wie ist da der Zustand? Wie würden Sie das aus Ihren Erfahrungen heraus beschreiben? Also No-Go-Area würde ich es nicht bezeichnen, das sind Begriffe, die die Medien irgendwo erfunden haben. Aber die Politik hat auf jeden Fall versagt. Wenn Sie eine Immobilie kaufen möchten in Marxloh, will die Bank es Ihnen nicht finanzieren, weil dieses Viertel auf der roten Liste steht. Das darf doch nicht sein, wenn es Geschäftsleute gibt. Auch in meiner Familie habe ich einige, die Gebäude aufkaufen möchten und dürfen sie nicht aufkaufen. Also man versucht mit dem System die Stadt niederzumachen. Und dagegen müssen wir doch vorgehen. Wenn es Investoren gibt, müssen wir denen auch den Weg frei ebnen, dass auch vernünftig investiert werden darf. Und dann können wir auch die Stadt wieder zurückführen. Und da hat die SPD auch versagt. Nochmal eine Nachfrage zu diesem Wahlziel. Sie hatten eben gesagt, im Grunde das entscheidende Wahlziel ist, zu verhindern, dass Link wieder Oberbürgermeister wird. Wenn ich denn vielleicht mal nicht zu fantastisch bin zu sagen, dass der Domus möglicherweise auch nicht Oberbürgermeister wird, sondern dann jemand anders Oberbürgermeister wird. Dann bleiben dann möglicherweise nicht mehr viele Alternativen übrig. Dann haben wir den Herrn Mayer, der von der CDU unterstützt wird. Kommen Sie da nicht möglicherweise vom Regen in die Traufe, weil der nun auch nicht gerade, oder andere Politiker sind nicht gerade auch als Integrationspäpste darstellen? Aber schauen Sie mal, wenn wir noch mindestens 5.000, 10.000, 15.000 Stimmen schaffen, was definitiv machbar ist, dann ist das doch ein Signal nicht nur in dieser Stadt, sondern in dieser gesamten Bundesrepublik, dass man so mit Menschen nicht umgeht. Das ist das, was wir erreichen möchten. Für Offenbach gibt es auch eine Bürgervereinigung, die jetzt auch kandidieren für den Oberbürgermeistersitz. Ich finde das klasse, dass endlich mal, das ist doch diese geforderte Integration, von der man noch die ganze Zeit spricht. So, und jetzt machen wir diesen Weg und jetzt lassen wir uns auch nicht mehr aufhalten. Wir werden unser Bestes geben, ein Teil dieser Demokratie zu sein. Ich wollte auch noch mal fragen, Sehr gerne. geht es, weil es wurde jetzt zwischendurch gesagt, dass es einmal eine Vertretung für tatsächlich Menschen mit Migrationshintergrund sein wird, aber andererseits ist der Slogan ja auch wir. Also es war jetzt auch die Rede davon, dass es sicherlich auch deutschstämmige Menschen gibt, die das anspricht. Also wer wird jetzt angesprochen? Wir sprechen alle Menschen an. Wir sprechen alle Menschen an und jede Volksgruppierung hat natürlich auch andere Bedürfnisse und andere Probleme. Wir werden halt auf jeden Menschen individuell mit seinem Land eingehen, versuchen dort anzusetzen. Also wir unterscheiden und klassifizieren auch keine Leute. Wir haben jetzt zum Beispiel auch diese Einrichtung errichtet, weil es keine Erfolgsgeschichten gibt in dem Bereich, damit zum Beispiel auch die Roma auch hier Nachhilfeunterricht bekommen, damit wir die auch mit Deutschunterricht fördern und darüber hinaus, was es noch so alles gibt.
weil die Stadt die Mittel dafür nicht einsetzen möchte. Das machen wir aus den eigenen Initiativen heraus, vor allem Herr Domusch und Herr Recep. Und das unterstützen wir definitiv. Und deswegen finden wir es auch gut, dass wir versuchen, auch eine kritische Stimme in dieser Stadt zu sein. Das ist das, was noch fehlt. Noch eine Verständnisfrage zum Thema Integration. Ich habe es nicht ganz verstanden. Wir haben ja gesagt, die Integrationsarbeit war nicht ausreichend oder ist gescheitert. Was kritisieren Sie denn, dass es zu wenig beispielsweise Deutschkurse gibt, Hilfsintegration oder zu viele? Ich habe die Schule. Es gibt zu wenig Deutschkurse und selbst wenn, müssen die Menschen monatelang teilweise warten. Wenn die Kinder, wenn die Flüchtlingskinder zum Beispiel nach Deutschland kommen, dann müssen die teilweise über ein Jahr, 2 Jahre warten, bis sie zur Schule gehen dürfen. Also ein Kind, was soll das Kind dann den ganzen Tag zu Hause machen? Ich kann die Familien zeigen, wo die Kinder, die sind gezwungen zu Hause zu bleiben. Die dürfen nichts machen, die bekommen monatelang kein Geld vom Amt überwiesen. Also so würden sie nie leben wollen. Der Stolz dieser Menschen ist einfach geknickt und jetzt sagen sie diesen Menschen, die sind ein Teil Deutschlands. Das klappt nicht. Das sind wieder Initiativen, die wir machen müssen, um halt den Menschen zu helfen, um die simpelsten Amtswege zu machen, ein Konto öffnen, Bauaufträge für Menschen. Das sind Sachen, die wir machen, wo der Staat doch nicht noch was machen könnte. Es gibt ja auch genug Menschen, die zurzeit nicht in Lohn und Arbeit stehen. Die könnte man noch einbinden in die sozialen Projekte, damit auch arbeiten. Da hätten wir das Thema mit dem, wo man das Geld her wieder löst. Also die Möglichkeiten sind doch da. Wenn man will, gibt es auch die Möglichkeit. Aber nur wenn man will. Jascha Domusch derjenige, der als wir kandidiert für Duisburg. Das ist dann gut. Şu an seçilemeyiz diyor bir şey yoktur. Her şey ortada yarı yarıya. Şu an onunla ilgili yani şansımız yarı yarıya. O yüzden şu an bir şey demek istemiyoruz o konuda. Evet, tabii ki biz bir Türkçe yayın yapan bir televizyon olarak sorularımızı Türkçe sormak durumundayız. Sayın Durmuş, tabii ki siz belediye başkan adaylığınızı açıkladınız. Sizi bu adaylığa iten şey neydi? Er fragt gerade, ich übersetze, er fragt auch gerade die Frage, was war der ausschlaggebende Punkt, warum er kandidiert? Kısa ve efendim Ramazan bayramının ilk gününde burada polisin bir şiddet kullanması, bir Türk vatandaşımızı, kardeşimizi linç etmesi, daha sonra üç polis tarafından merdiven boyunda indirilmesi ve 4. polisin içeri gelip kendisine 3 tekme vurması. Bunun üzerine şu anki belediye başkanı aşağılayıcı bir kelime kullanarak buradaki toplumu, buradaki kendi seçmenini, bilhassa bizleri aşağılamıştır. Asosyal diye. Ve daha sonra tabii ki 3-4 gün sonra merdiven boyundaki çekimler, kamera vardı. Kamera çekince bunlar tabii piyasaya da sürülünce bununla ilgili Sayın Belediye Başkanı ne bir özür dileme talebinde bulundu, ne bir kardeşimizi ziyarette bulundu. Bunun üzerine biz asosyal değiliz, sosyal olduğumuzu kendisine gösterip kendisini de görevinden gitmesi için ve kendi seçmenini esmeriden kurtarmak için bu yarışa girdik. Tabii bence çok yeterli bir sebep değil. Bunun ötesi olmalı ve siz burada uzun zamandır burada yaşayan bir hem Almanya'da yaşayan bir insan olarak hem burada sosyal hayatın içerisinde derneklerde görev aldığınız, siyasi hareketliliğiniz olduğu, aynı zamanda çok saygı gören uluslararası bir fabrikada da yine görev yapıyorsunuz. Sizi bu işe iten, hazırlayan daha farklı sebepler var mı? Tabii ki sebepler var. Yani biz burada 60'lı yıllardan yaşamaktayız. Yani bu demek değil ki biz bu toplumun bir fertiyiz. Yani bizi hiç olarak sayamazlar. Evet. Recep Bey Evet. cevap versin. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Tabii 60 yıldır toplumun her meslek alanında en aktif görevleri yapmış. Dolayısıyla doktor olmuş, mühendis olmuş, polis olmuş, siyasetin de diğer alt kademelerinde aktif görevler yapmış. Bana göre de entegrasyonunu tamamlamış, bu topluma kendi değerleriyle artı değer katmış. Bu toplumun siyaseten de artık inisiyatif alması gerektiğine dair bir algı zaten var idi.
Bu Mehmet Kara olayından sonraki ki olayın yargıya intikal etmiştir. Bizim ona söyleyecek bir şeyimiz yoktu. Yargının vereceği karara saygılıyız. Demokrasi bunu gerektirir. Bu olay bizim bu duygularımızı yoğunlaşarak harekete geçmemize sebep olan, vesile olan, bizi aktif hale getiren bir olay olmuştur. 24'ünde zaten, 24'ünden sonra da artık siyasette bu toplumu oy deposu olarak görme olayı bitmiştir. Seçimleri direkt etki eden, inisiyatif olan organize bir toplum haline geleceğiz inşallah diye ümit ediyoruz. Peki başarı oranınızı nasıl görüyorsunuz? Tabii bu bir tahmin olacaktır mutlaka. Halkla görüşüyorsunuz. Çevredeki sadece yabancılarla değil, buradaki bölgenin yerli Alman halkıyla da görüşüyorsunuz. Şu ana kadarki geriye dönüşler nasıl? Şunu arz etmek lazım. Biz kazanacağız demiyoruz. Biz zaten şu anda adaylığımızı açıklayarak Sayın Başkanımızın şahsında biz zaten bir şeyi başardık. Elhamdülillah. 705 üzerinde 5 günde büyük fikir devrimini başardık. Biz kazanacağız demiyoruz, başaracağız diyoruz. Kazanmak realitedir, matematik gerektirir. Ama başarmak bundan sonra çok şeyi değiştirecek bir hareketin başlangıç noktası demektir. Biz başaracağız. Yani belediye başkanını belirleyen inisiyatif haline geleceğiz. Ich bin jetzt aber bis jetzt davon ausgegangen, dass es sich um eine Oberbürgermeisterkandidatur handelt. Und Sie sagen jetzt gerade, dass es nur um ein Zeichen geht. Will er denn jetzt wollen Sie denn jetzt Oberbürgermeister werden? Bitte, einen Moment. Nichts Nicht dagegen. reden, ja? Ich will das nur verstehen. Die Chancen stehen 50:50. Ja. Okay? Ich werde Bürgermeister. Ich werde Sören'in runterholen. Und auf. Ja? Bunu lütfen rica etsem Türkçe'de söyler misiniz? Başaracağız, birlik olacağız, biz olacağız. Ve Sören'inki indireceğiz, ben belediye başkanı olacağım. Eins nochmal auf Deutsch. Die Türe von Rathaus werden offen. Jeder Bürger kann zum Bürgermeister rauf, wie der will. Nicht Termin. Termine sind nicht da und das geht nicht. Jeder kann rein. Wofür ist der Bürgermeister da? Wofür? Er muss mit den Bürgern die ganze Problematik lösen können. Okay, dafür ist er da. Şimdi siz gerçekten bir yerel seçimlerde bir devrimi gerçekleştirecek ifadeler kullanıyorsunuz. Şu ana kadar benim algıladığım bu. Örneğin işte 24 saat belediye başkanlığı devrini ortaya koymak istiyorsunuz ve işte bir tane büyükşehir belediye başkanı, 3 tane de belediye başkan yardımcısı olacağından bu 3 tane belediye başkan yardımcılarının aynı zamanda nöbetleşe gece vardiyasını alabileceğini ifade ettiniz. Burada bunun gerçekten realiteye uygulanabilir olduğu kanaatiyle mi bunu öneriyorsunuz? Türk İş Dandoğuç, İkbede Baybilmesi. Hoş geldiniz. 30 yıldan beri Duisburg'da yerel yönetimde belediyedeki sosyal alandaki aktivitelerimiz biliyorsunuz devam ediyor. Bir, belediye başkanının ilk görevi halkla iç içe olması lazım. Bütünleşmesi lazım. Bu belediye başkanı halkla bilhassa göçmenlerle bütünleşemedi. Yani birinci görevini yapamadı. İkincisi, yine Türklerle ve göçmenlerle diyalogu sağlayamadı, gerçekleştiremedi. Bu ikincisi. Üçüncüsü de her zaman göçmenleri dışladı. Biz bunları gördük. Uyum meclisi toplantılarında bunu yaşadık ve 3 kez beni tehdit etti bu. Onun için biz Yaşar Durmuş Başkanımızın adaylığıyla bunu Zörenli'nin ki gerçekten görevden alacağız, aşağı alacağız ve Yaşar Başkan en iyi belediye başkanlığı yapacak kapasiteye sahiptir. O yüzden de biz Duisburgluyuz, Duisburg sorunlarını biliyoruz, çözüm yollarını da biliyoruz. Jetzt auf Deutsch, liebe Presse, zum Ersten, zwischen Bürger und Oberbürgermeister oder Meisterin, Oberbürgermeister heißt erste Person, dass man zwischen Migranten und Bürgern Kommunikation zu erfolgen. Aber bis jetzt leider Sören'in hat nicht geschafft. Eine letzte Nachfrage.
Und wenn jetzt also Herr Dumusch ins Rennen geht, als Da OB-Kandidat, geht es dann. genau. Ist schon in Rennen drin. Jetzt, also er ist ja Parteilos. Ja, Parteilos. Wer steht jetzt genau hinter ihm? Der Volk, die ganze Volk, Bürger, die ganze Duisburger. Wir sind ja nur eine kleine Auslese, die hinter ihm steht. Und wir haben dahinter noch ein viel größeres Team und sehr großen Zuspruch. Und haben jetzt schon angefangen, sämtliche Vereine die Türen Sie können uns auch helfen. abzuschließen. Alle, jeder kann helfen. Spenden, Aber die alles nächsten noch. Auftritte, wie ist jetzt der weitere Ablauf geplant? Es sind ja jetzt noch 6 Wochen. Ja, wie es in jeder Weise ist, viele Hände schütteln, viele Fototermine und von Verein zu Verein hausieren gehen. Und wir haben jetzt schon einige Termine, deutsche Vereine und andere Vereine und ja, Wahlkampf. Vielen Dank. Danke, dass Wir Sie da sehen waren. zwar klein aus, aber warten Sie mal ab. Die Großart von uns werden Sie noch sehen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja. Danke. Tee, Kaffee, können wir weiter trinken. Ja, wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie hier waren. Evet, çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz Duisburg'ta Duisburg Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Sayın Yaşar Durmuş Beyefendi ile beraberiz. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Bize adaylığınızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Efendim Duisburg'da yaşamaktayım. 1977 yılından beri okul hayatımı hepsini burada bitirdim. Demir çelik firmasında çalışıyorum. Burada yaşamayı da seviyorum. Bir Duisburgluyum. Duisburg'un içinden biriyim. Burası Almanya'nın Duisburg'un bir fertiyim. Ramazan bayramında burada polisten bir kardeşimiz, bir arkadaşımızın bir olayı oldu. Polisler bunu yere indirdi, bunu merdiven boyunda aşağı aldılar. Daha sonra 4. bir polis gelip buna 3 tane tekme atması var. Bunlar da içeride kameralar vardı. Polisin bundan haberi yok. Çekim yapmış. Bununla ilgili de burada güya 250 vatandaşımız polise saldırmış diye bir yayın yapılmıştı. Alakası yoktu. Halbuki o kadar insan da yoktu. Ve bununla ilgili şu anki belediye başkanı Sörenling, Sayın Sörenling asosyal bıraktı. Asosyal, yani asosyal diye bizi bir aşağılayıcı bir kelime kullandı. Buradaki hem kendi seçmenini hem Türk insanını, yani burada... Yani kısacası sizin bulunduğunuz bu bölgedeki insanları mı aşağıladı? Yok, hepsini. Sadece burayı değil, hepimizi. Bütün yabancıları bunlar kastetti ve kendi seçmenini. Bununla ilgili tabii biz de kendisinden özür dilemesini bekledik. Haftalarca böyle bir girişimde buluşmadı, bulunmadı. Biz de ne yapalım dedik, STK'lar bir araya gelerek sivil toplum kuruluşu bir karar aldık. Bir aday çıkaralım. Bunlar da bana yaptılar, rica ettiler. Biz de okey dedik. Bu yarışta varız dedik. Böylece adaylığımızı beyan ettik. Aday olmamız için 400 imza bizden istediler. Bu 400 imzayı biz 705 imza topladık. 705'in 250'si Alman arkadaşlarımız, kardeşlerimiz burada bize yardım etti. Onlar verdiler. Biz bu 705'in 663'ü kabul edilerek diğerlerinde yazılar falan okunmamış, onaylandı. Şimdi adaylığımız böyle resmiyete girmiş oldu. Ve yani biz insanız. Hiçbir insan asosyal diye bir insan yoktur bizim kavramımızda. İnsan insandır. İnsanın durumu kötü olabilir. Efendime söyleyeyim, işsizlik parası alabilir, ama bu demek değil ki asosyal. Hayır, insandır. Ne olursa olsun. İnsanlığa biz değer veren, önem veren bir... Peki buradaki şansınız nedir? Şansımız yarı yarıya. Yani çünkü buradaki Almanlar sizi destekliyor. Destekliyorlar. Resmen destekliyorlar Almanlar. Farklı ülkelerden gelen insanlarla görüştünüz. Tabii. Durum nedir? Şöyle diyeyim ben size. Biraz da Almanlar böyle duyuyorlar ki bir belediye başkanı asosyal demesi böyle bir şey olamaz. Yani. Biz seçip getirdiğimiz insan, yani sadece bizi değil bütün toplumu bu kastediyor o sıra. Böyle bir şey olamaz. Oyumuz sizin. Bulgar kardeşlerimiz, Bulgaristan'dan gelen Roman kardeşlerimiz diyeyim. Bunlar insan. İnsanlar kardeştir benim için. Bizim için yani. Biz Türk toplumu için. Yani böyle ayrım yapmayız. Biz hepsine açığız. Almanı, Türk'ü, Romanı, her şeyi, bunlar hepsi bizi destekliyor ve Allah'ın izniyle biz bir olacağız ve başaracağız. Size başarılar diliyoruz. Son olarak Uygur TV ekranlarından buradaki sadece sizi seçecek olan insanlara değil, bölge insanına,
Almanya insanlığa ve Uygur TV ekranından insanlara neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden ve bütün kardeşlerimden. Az önce beyan ettiğim gibi yani biz insanlığa önem veren insanlarız. Böyle bir toplumdan gelen insanlarız. Buradan bütün insanlara sevgimi, saygımı, selamlarımı iletiyorum. Biz bunu başaracağız. Zaten bizim aday olmamız bir başarıdır zaten. Bu bir bunlara yani biz suyu bulandırdık şu anda. Bunun da bilincindeler. Bazıları bizi hafife alıyorlar ama sonunda göreceğiz yani. Biz öyle hafife alınacak bir millet Peki değiliz. buradan bir slogan söyleyin desek seçmenlerinize neler söylemek istersiniz? Bir olacağız, biz olacağız, başaracağız Allah'ın izniyle. Eyvallah. Peki kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür Eyvallah, ederim. başarılar dileriz. Sivil toplum kuruluş örgütleri yani camiler, dernekler, spor örgütleri hepsini ziyaret edeceğiz. 2. Halkla bütünleşeceğiz. Zaten bütün halkın içerisindeyiz de ama daha çok bunu Kurban Bayramı'nda vesile olarak ziyaretlerde bulunacağız. Basınla şu ana kadar 10 üzerinde başkan adayımız Yaşar Bey röportajlar verdi. Şu anda tanıtma faslındayız. Bildirilerimiz geliyor, broşürlerimiz geliyor, afişlerimiz geliyor. Cumalardan sonra bildirim broşürünü dağıtacağız, evlere dağıtacağız. Yani halkla bütünleşmek zorunda. Halkı yani Alman vatandaşlığı, burada göçmenleri, Türkleri 24 Eylül'e sandığa götürmek için uğraş vereceğiz. Bunda başaracağımıza inanıyorum. Peki başarılar dileriz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Siz geldiniz. Teşekkür ederim. Recep Bey. Çok sağ olun. Şu an itibariyle Duisburg'da belediye seçimlerinde biz de varız. Seçimlerin sonucunu etkileyen, inisiyatif alan, irade ortaya koyan ve mutlaka artık bu toplumun da kendi kimliği ve inancıyla bu toplumun bir parçası olduğunu ortaya koyan bir vizyonla muhteşem bir seçim çalışması yapacağız ve mutlaka başaracağız. Efendim şu anda yanımızda bir önümüzdeki seçimlerde aday olan Burhanettin Tatlı, bağımsız aday, milletvekili adayı Burhanettin Tatlı beyefendi var. Efendim son zamanlarda özellikle yabancıların, özellikle Türkiye'den buraya gelmiş insanlarımızın ve yabancı kökenli insanların burada siyasete daha aktif bir şekilde girmeye başladığını gördük. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Daha sonra da bunun sebepleri nelerdir diye beraber irdeleyelim. Tabii öncelikle ekran başında bulunan bütün Duisburg'la ve bizi seyreden insanlara saygıyla selamlıyorum. Ben belediye meclis üyesiyim. Yaklaşık 3 senedir bu şekilde devam ediyordum. Biz bir boşluk gördük. Milletvekili adaylığına yapılan bu seçimlerde de bize sahip çıkılmadığını, bizim halkımıza, Duisburg halkına sahip çıkılmadığı için de böyle bir aksiyon başlattık. Eşim, dostum, iş adamlarını ve derneklerin desteğiyle adaylığımı açıkladım. Adaylığımız kabul oldu. Biz de bu yolda bir baş koyduk. Eşim, dostum desteğiyle milletvekilliğini inşallah bu şekilde kazanacağız. Eyvallah. Peki burada sizi bu milletvekilliğine iten şey neydi desem? Saymakla bitmiyor tabii ki. Az önce dediğimiz gibi bize verilen sözler olmadı. Gençliğimize sahip çıkılmadı. İnsanlarımız çok irdelendi. Biz de bunun etkisini hissettik. İnsani olarak çocuklarımızın olsun eğitimi konusunda çok yalnız bırakıldık partiler tarafından. Hele bir de yalnız ismini söylemek istiyorum, soyadını söylemek istemediğim bir SPD'li bir arkadaşımız Mahmut Bey adaylığı konusunda milletvekili olan şahsın bize hiçbir konuda derneklerimize, spor kulüplerimize sahip çıkmadığı konusunda bilgilerini aldık. O şekilde biz de dedik, biz de Duisburg halkına ayrımcılık yapmadan milletvekilliğimizi koyalım, seçileceğiz. Biz de bunun çabasındayız. Potansiyelimiz var. Kulüpler, futbol kulüpler, dediğim gibi iş adamları, dernekler destek çıkıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ederim.